verlief die OP und so, alles easy. Ey, Digga, die OP verlief richtig gut. Guck mal hier. Ich habe immer so ein Pflaster drauf. Aber actually, also ich musste ja nur die Platte rausnehmen, weil ich vor 1,5 Jahren mein Schlüsselbein gebrochen habe. Und das heißt, die schneiden dir quasi hier so die Platte raus. Und ja, die nehmen dann so einen Schraubenschlüssel. Ich hatte 7 oder 8 Schrauben drin. Ich weiß nicht mehr, wo ich die habe. Ich habe die irgendwo. Mein Mio Skirt ist eine Size zu klein. Jetzt hast du aber wortwörtlich eine Schraube locker. Scheiß Witz, Digga. Wenn dir irgendjemand bringt, eine Schraube locker. Was ist denn eine Schraube? Wo habe ich meine Schrauben hingetan? Ah, warte, hier oben vielleicht. Ah, doch, hier. Lol. Das sind die Schrauben. Diese Schrauben waren in meinem Körper drin, Chat, okay? Und die sehen aus, als wären sie nicht gebraucht. Watch this. Digga, das sind einfach... Ich kann die mal rausnehmen. Jetzt hast du eine Schraube locker. Wir zählen jetzt mal die Schrauben. By the way... Funny Story. Die haben tatsächlich, okay Chat, die haben eine Schraube vergessen. Die haben, es ist jetzt kein Witz, die haben tatsächlich eine Schraube vergessen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben einfach, ich weiß nicht, wie viele Schrauben ich drin hatte, ich glaube 6 oder 7. Und wir haben hier drin jetzt, okay, ich fasse das jetzt zum ersten Mal an. Ich weiß nicht. Nee, Spaß, Digga, das schmeckt ganz normal. Hier sieht man es noch, warte. Guck, hier ist noch das R für rechts, dass ich das auch auf die richtige Seite machen. Und diese Platte ist dann so. So chill, hat jetzt 1,5 Jahre in mir drin gechillt. Okay, wir haben jetzt hier eine lange Schraube und 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurze Schrauben. Das heißt insgesamt 7 Schrauben. Aber ich hatte 8 Schrauben in mir. Das heißt, eine ist noch hier drin. Sieht man das? Ja. So sehen die Schrauben aus. Und das ist ganz crazy, weil die machen die Schrauben halt wirklich so rein, ne? Und dann ist es so ein Knochen drin. Das ist eigentlich komplett dumm. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Warum trägst du das Pflaster eigentlich nur manchmal? Ich trage das Pflaster, wenn ich was anhabe. Also wenn ich jetzt hier ich kann nicht reden. Wenn ich einen Pulli anhabe, dann kratzt es halt so an meiner Narbe, weil ich habe ja noch die Fäden drin und das zieht dann immer so an den Fäden. Ich kann euch ein Bild zeigen. Wie die Narbe, ich glaube, man kann das zeigen auf Twitch. Okay, so hat das ausgesehen, direkt nach der Operation. Oh ja, schleck mal. So hat es ausgesehen. Und ich habe diese Fäden, das heißt, ich muss das Pflaster drauf machen, wenn ich irgendwas trage oder so, weil sonst reibt es dran. Aber wenn ich oben ohne bin und ich chill actually viel zu Hause oben ohne, dann habe ich das natürlich nicht drin. Ja, aber die Frage war es, wie es mir geht mit meiner Operation. Was ich sagen wollte, ich habe ja das Schlüsselbein vor 1,5 Jahren beim Skifahren gebrochen, für die Leute, die es nicht wissen. Und diese Operation, die habe ich safe noch so 6 Wochen krass gespürt. Da konnte ich am Anfang den Arm auch nur so machen, also wirklich so. Maximal so, weil der Knochen war ja auch gebrochen und musste erst zusammenheilen. Aber jetzt, wirklich, die Operation ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen? Ah, nee. Letzten Donnerstag von der Woche habe ich operiert und ich kann machen, was ich will. Ich kann, glaube ich, auch schon Liegestütz machen und so, weil es muss ja nur die Narbe an sich verheilen, ne? Also diese Schrauben sind im Knochen drin, so. Und die werden dann rausgeschraubt und dann, jetzt habe ich quasi 7 Löcher in meinem Knochen. Irgendwo ist noch eine Schraube drin, aber die haben sie actually nicht vergessen. Die haben sie nicht rausgebracht, weil die war zu fest eingewachsen. Und wenn man die dann irgendwie rausmurksen will, dann gibt es die Gefahr, dass der Knochen wieder bricht. Das wäre auch geil gewesen, Digga, wenn ich nach der Operation aufgewacht wäre. Und dann kommt die Ärztin zu mir und sagt, ja, guten Tag, Herr Vogt, Ihr Knochen ist bei der Operation wieder gebrochen, Digga. Aber ja, die Operation, die ist sehr, sehr gut gegangen. Ich fühle mich wie ein junger Gott. Und wenn jetzt hier die Fäden draußen sind, die kommen nächsten Donnerstag raus, dann ist vorbei. Dann ist das Ganze vorbei, dann bin ich wieder wie vorher. Dann bin ich wieder geheilt, habe nichts mehr. Dann kann ich wieder machen, was ich will. Ja, aber es ist so krass, dass das bei mir drin war und dass es funktioniert, Digga. Ich verstehe das nicht. Wie passt das genau? Haben die das damals auf meinen Knochen angefertigt? Ich glaube nicht, ne? Das ist wahrscheinlich schon so ein... Aber das muss ja passen, weil das ist so rund und weiß ich was. Ist jedes Schlüsselbein gleich? I don't know, man. I don't know. Aber das waren auf jeden Fall wilde Zeiten der Operation. Dann ist The Goat wieder gesund. Ja, dann kann ich wieder Sport machen. Ich muss wieder Sport machen, Digga, ne? Ich habe mich gewogen. Ich bin jetzt, glaube ich, 88 Kilo schwer. Ist es eine Fahrradkette? Digga. Ja, hat was aber, ne? Hat so ganz bisschen was von der Fahrradkette. Ey, Digga, aber die Operation, muss ich sagen, ne? Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht öffentlich erzählt, aber die Operation fand ich so geil. Ist ein bisschen weird, aber ich liebe Morphium. Ich glaube, ich liebe Morphium, das ist es, ja. Weil ich glaube, du bekommst Morphium bei einer Vollnarkose oder irgend sowas ähnliches. Auf jeden Fall krasses Betäubungsmittel und krasses Schlafmittel, Digga. Ey, ich war so weg, weil ich war nicht wach. Bei Schlüsselbeinen bist du nicht wach, weil die dir hier, also die größte Gefahr besteht, dass die irgendwie so ein Blutgefäß hier am Hals treffen und dann ist irgendwie scheiße, deshalb bist du nicht wach. Aber, Digga, hi, Digga. Ich war im Aufwachraum. Ich brauche immer sehr lang, um aufzuwachen von der Narkose. Ich hatte ja schon 6 oder 7 Narkosen, Vollnarkosen. Opium habe ich bekommen. Ja, ist wahrscheinlich irgendein Opium so, ne?
Und ich war im Aufwachraum. Nee, zuerst war ich im Einschlafraum so. Dann liegst du dort so, bekommst warme Tücher. Da sind irgendwelche Ärzte da und so Anästhesisten, sagen wir dem so. Anästhesisten waren dort und dann liegst du dort so und dann bekommst du so dann geben sie dir erst etwas in die Venen und sagen so, ja, wir geben dir jetzt was in die Venen, dann wird alles so ein bisschen chilliger, ein bisschen wärmer und dann bekommst du so eine Maske, so eine Gasmaske und dann musst du einatmen. Und man denkt, dass es actually schnell geht, aber das geht schon so, ich würde schon sagen, dass ich so 30, 40 Mal geatmet habe. Also es geht schon noch so wie lange ist es? Eine Minute, 1,5? Keine Ahnung, vielleicht also so irgendwie so. Also es geht schon noch lang und dann war ich so da und dann hat so dieses Gas, also dieses, was ist es, Lachgas, ne, wahrscheinlich. Das Lachgas hat gehittet. Und dann, weiß ich noch, habe ich so die Maske abgenommen und so gesagt, ich bin so high. Das war meine letzte Erinnerung. Und dann bin ich aufgewacht. Oder die erste Erinnerung, die ich danach habe, war irgendwie so halb. Ich bin irgendwie aufgewacht. Du kommst ja dann nach der Operation in so einen Aufwachraum. Also wo alle Leute drin sind, die in der OP waren und aufwachen. Dann kommst du dort rein. Und ich weiß noch, das ist ein Schweizer Spital und ich rede nie Hochdeutsch, wenn ich nicht filme oder mit Hanna bin oder weiß ich so. Rede ich nie Hochdeutsch, rede ich immer Schweizerdeutsch. Aber ich weiß noch, dass ich irgendetwas auf Hochdeutsch gelabert habe. Über YouTube, Digga. Mega scuffed war ich dort im Aufwachraum. Komplett drauf, Digga. Und dann so. Und dann kam ich so langsam zu mir und ab dann war es wirklich so, als wäre ich einfach high. Rowhead nach der OP, ja. Es war wie high sein, einfach nicer. Also es war nicht so, es hatte keine Nachteile. Ich fühlte mich null schlecht. Ich war nicht müde, nichts. Ich war einfach nur gottlos high. Ich lag so im Bett im Spital und habe irgendwie so Müll gelabert. Dann hat mir Hanna einen Elefanten geschenkt. Wieso auch immer. By the way, Hanna war dabei, weil sie mich zum Spital fahren musste, beziehungsweise zurückfahren musste, weil ich nicht Auto fahren konnte danach. Also es war ambulant, ich musste nicht dort pennen. Aber ja, ich war auf jeden Fall gottlos high und freue mich sehr, wenn ich das nächste Mal verletzt bin, weil dann bekomme ich wieder Opiate. Nee, aber das zeigt, ich finde, sowas zeigt auch recht gut, dass diese Substanzen nicht grundsätzlich abhängig machen. Weil ich in meinem Leben wurde jetzt schon 7 Mal operiert und das sind ja Opiate, das ist genau das, was du nimmst, wenn du, keine Ahnung, sind Xanax-Opiate? Ich weiß es nicht. Irgendwie halt einfach so das, was Tilo wahrscheinlich nimmt. Aber wenn du das im Environment nimmst wie im Spital oder bekommst, weil du ja eingeschläfert wirst, dann hat das gar kein Suchtpotenzial. Ich wollte das nie wieder danach haben. Klar ist jetzt mehr auch so ein Joke, dass ich das sage, weil es sich einfach geil angefühlt hat, aber ich würde das nie so nehmen. Das zeigt eigentlich recht geil, dass diese Sachen gar nicht grundsätzlich, glaube ich, vom Ding her abhängig machen. Das kommt da krass auf die Situation drauf an oder wie du es nimmst mit Kollegen und so. Und dann ist es natürlich scheiße. Ich will sehen, wie du high bist. Kannst du das nächste Mal filmen? Das ist im Vlog drin. Ich kann euch das kurz zeigen, warte. Hier sieht man einfach, wie ich komplett high bin. Geil, also ich freue mich. Guten Morgen. Aber jetzt bist du wieder relativ normal, oder? Ich fühle schon so im Kopf. Was fühlst du da? So hier. Aber es fühlt sich richtig nice an. Danke. Bitte. Oh. Ich habe noch so ein Brot bekommen. Ist gut. Mhm. Erzähl mal, wie war die OP? Kannst du den irgendwas erinnern? Ich hab das einfach genommen und gegessen. Ich glaube, die haben mir das einfach hingestellt, so 10 Sekunden vorher, und dann habe ich es einfach genommen und gegessen. Wurde hier runtergeschoben. Da war da jemand, der gesagt, jo, kann ich ein Bild machen? Habe ich gesagt, ja. Warte, während du schon auf dem Bett gelegen bist. Mhm. Der nebendran hat sich die Hand... Stimmt! Da kam jemand und wollte ein Bild machen, Digga. Und der nebendran, der wollte auch ein Bild machen. Der hat einfach seine Hand im Taxi eingeklemmt. Was für ein Opfer. Der hatte seine Hand im Taxi eingeklemmt und musste die operieren. Dann haben wir ein Bild gemacht. Bei der Taxitür eingeklemmt. Darf man das erzählen? Da hab ich mir gedacht, das ist ja richtig dumm. Der ist ja anonym. Aber Shoutouts, wenn der sieht, der hat dann ein Foto gemacht. Okay. Hast du mit jedem im Krankenhaus ein Foto gemacht? Nicht mit allen. Aber mit den meisten, die gefragt haben. Mhm. Ich hab's eine Adi schon ohne Cam gesagt, aber ich würde kurz Herz sagen. Stimmt, meine Mom hat das Hanna mitgegeben, dass Hanna das mir geben kann. Die haben geschrieben, irgendwie gute Besserung, Mami, Papi. Und das sind so Marzipan-Dinger und jetzt guck mal. Du kriegst haben Marzipan. Ich habe das einfach instant gefressen, dieses Marzipan-Ding, das war richtig geil. Grüße gehen raus an Hanna, vielen Dank fürs Mitkommen ins Spital. War sehr, sehr geil.